auf die Bühne kommt. Ich habe heute den ganzen Tag überlegt, wie ich der ansage, der jetzt auf die Bühne kommt. Und das ist das erste Mal, dass ich der ansagen darf. Und ich habe überlegt und habe gesagt, eigentlich wusste ich ja nicht viel zu sagen außer dem Namen. Ja, normalerweise, wenn man Superstars ansagt, egal wo, dann erzählt man die Vita, dann erzählt man, was hätte er schon alles gemacht, was hätte er erreicht. Brauchen wir bei dem ja nicht. Weiß eh jeder Bescheid. Und wir sind sehr stolz und ich glaube jetzt gleich, wenn ich den Namen sage, wird es sowieso mucksmäuschenstill. Es ist einer der ganz, ganz seltenen Auftritte und wir sind sehr, sehr stolz, dass er hier auf unserer kleinen, schnuckeligen Bühne zu Gast ist. Ich werde wahrscheinlich in meinem Leben keine größeren Künstler mehr ansagen und wir alle verneigen uns jetzt vor dem Kölschen Original überhaupt. Hier ist Hans Süper! Geschätzte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, aber ich schaffe das nicht stündlich hier aufzutreten. Ich habe meine Jahre schon gekriegt, glaube ich. Ich bin heute Abend mal hier, meine Damen und Herren, weil ich habe hier vor 5 Jahren einen Auftritt gemacht und da hat die Gaffer hier diese Gaffer-Couch-Firma. Da hat dieser Freund von mir hier, der mal Prinz war, Prinz de Volkerland damals, der hat mir zu meinem Geburtstag, zum 75-Jährigen, ein Geschenk gemacht mit 250 Menschen. Es war wenig wie heute, weil es war alles umsonst damals, ne? Aber schön. Und da habe ich gehört, dass heute Abend so ein Fest ist für guten Zweck. Das heißt, für mich wird heute gesammelt. Ich bin froh, dass ihr zuhören könnt. Was ist das nicht schön? Hast du Strom nicht bezahlt? Ich war ja schon beim E-Werk, habe ich mal einmal gearbeitet, 5 Jahre, hatte mich fristlos entlassen, weil sie mich beim Arbeiten erwischt haben. Aber eins möchte ich Ihnen nicht, ich möchte Ihnen eins sagen, ich habe heute einen Mann kennengelernt, in der Gaststätte, ich will den Namen nicht nennen, weil ich mag eine Reklame, das war ein Gafferkirsch. Der kam aus der Schweiz, das ist aber jetzt... Herr Treumann, das hatte ich noch irgendwas. Bleibt da, komm ich zu, ich warte schon mal. Jetzt stimmt. Ich habe mich kennengelernt, der kommt aus der Schweiz. Das ist sehr interessant. Dieser Mann hat mich erkannt, durch den Steckbrief, der da hängt, und hat gesagt, ich komme aus der Schweiz. Ja, was geht, ist aber gehst du hin, ich gehe in Kürze nicht heute Abend. Und dann sagt zu mir, was machst du? Ich habe mich direkt geduzt, was ja sehr schwierig ist, mich zu duzen. Und ich sag, ich bin heute Abend hier bei euch hier, bei meinem Freund hier, der Markus Zehnfeld. Ich bin ja Josch, ist das ja. Da sind 3000 Menschen, es geht für einen guten Zweck, für Kinder. Dann hat der Mann gesagt, ich gebe dir 50 € mit aus der Schweiz. Ihr kennt das ja nicht. 50 € mitgegeben, die soll ich stiften für die Kinder. Das war eine Runde, ich habe geteilt. Aber ich finde das so toll, dass Menschen, wenn die Kinder hören, das wird gemacht wird. Ich finde das schön. Ich war ja auch mal jung, ne? Es war länger her. Ich bin jetzt 80. Ich war ein bisschen traurig.
Ich habe vorige Woche eine Probebeerdigung gemacht. Ich war sehr traurig. Ihr wart ja nicht da, das war scheiße. Ich war sehr traurig. Du musst auch nicht so ein schöner Pfiff hören. Da war Spaß. Man soll sich für jeden Tag freuen, wenn man aufsteht und gesund ist. Ja. Oder? Ja. Dann haben wir hier Saft auch hier. Kann man das hören? Ich sage, ich will im Taufstimmungsverein. Ja, sag ich, also nicht klar. Ich bin mal auf hinter dem Taufstimmungsverein. Die Leute waren sprachlos. Die sprechen heute noch davon, glaube ich. Ich möchte mich erstmal vorstellen, weil es ist so. Schön, wenn du ruhig ist, das schön. Ja. Ist das nicht schön? Immer. Ich wusste ja nicht, dass der kommt, oder was ist das? Ich mache Musik mit der Hand, mit viel Gefühl und mit Verstand. Ich spiele leis und nicht so laut. Drum habe ich auch keinen Verstärker aufgebaut. So ist alles so. Ich bin ein Jung aus Köln, der mit der Flinch, wenn ich genannt. Ich mache gern für Blödsinn, dafür bin ich bekannt. Mag ich auch kein Säue, egal ob jung, ob alt. Der Hauptsache ist, ihr bleibt gesund. Das wünsche ich mir jahrelang. Das ist gut gedreht, mein Junge. Gib mal ein bisschen Echo, ja? So, probieren Echo. Ist am Üben, guck mal. Ich kann Echo hören. Ja, er macht das aber gut, er hat das auch nicht gekriegt, der macht das. So, jetzt möchte ich euch mal erzählen, was für mich sehr wichtig ist. Ich bin ja alleine im Moment. Meine Frau ist noch da. Also ich habe jetzt einen Partner kennengelernt vor 3 Jahren, ein ganz netter, etwas verschuldet, aber ein ganz netter Typ. Was behindert, Kopfschuss, aber der heißt Theo. Und Theo ist wirklich ein Typ, ich habe jetzt mit dem eine Welttournee gemacht, wir waren in Leverkusen. Wir haben eine Schiffstour gemacht, eine Kreuzfahrt, Kamerkreuz, Leverkusener Kreuz. Es ist ein ganz lieber, glaub mir, er ist ein ganz netter, ein ganz lieber, Stingebisse, ja, das ist egal. Dann Wasserprobleme zu Hause, weißt du. Sagt Theo, du hast ein bisschen Cabrio, du musst was dran tun. Sagst Theo, da musst du was dran tun. Was hältst du von einem Deo-Roller? Ich hatte keinen Führerschein. Aber
Aber Theo ist ganz lieb. Wir kennen uns aus der Jugend. Wir waren damals mal jung. Das sind zwar 80 Jahre her, aber man kennt sich, ne? Ja. Theo ist ein Mann gewesen. Wir zu Hause hatten nichts damals in den 50er Jahren. Die hatten überhaupt nichts. Ja, nichts. Der war ein Typ gewesen, da hieß es immer, der Theo muss dieses Jahr mit zur Kommunion gehen. Da hieß es, Mama sagt, da muss der Junge eine schwarze Anzug haben. Aber die hatten kein Geld. Es ging jahrelang, jedes Mal, Theo muss dieses Jahr mit zur Beerdigung. Er war schon 18 damals. 18 war er schon, lass euch Zeit. Gut, da geht er dieses Jahr mit. Manche Geld, der Junge muss eine schwarze Anzug. Gut, da kriegt er der Anzug vom Opa. Da haben sie dem Theo eine Schaufel gegeben. Dann hätte er vergeben und sie graben. Da hat er eine weiße Anzug an. Der kommt bestimmt von der Prinzen, ja doch. Bitte kein Dusch, ich hasse Dusch. Ich meine, die ganze Gesellschaft kaputt, braucht man nicht. Da wollen wir jetzt hier, aber das ist ganz lieb. Er hat eine kleine Kopfschutz. Ich habe diese Tage getroffen, da stehe und schleppst du einen Ballenstor hinter dir her. Da sind schuldig, kann ich aus dem Kopf behalten. Verstehst du? Der hat ja solche Ohren. Hat das Kind schon Probleme mit den großen Ohren. Wenn er zu Hause Suppe gab, die hat ja keinen Löffel gekriegt, die hat 2 damals. Aber Schiebetür. Wir haben damit Schule besucht. Man alles gemacht. Mit 2 waren Freunde für das Leben. Meine selber Frau gehabt. Das nennt man teilen. Und trotzdem, Theo und ich, wir sind eine Einheit. Wir haben jetzt, die Tage haben wir uns getroffen, waren wir im Sommer, jetzt, voriges Jahr war es ja so heiß. Was war das heiß? Über 40 Grad, überleg mal. Da sind die Hunde, die Bäume sind die Hunde nachgelaufen, muss man vorstellen. So heiß war da. Es war so heiß, 40 Grad, da musst du mal vorstellen, 40 Grad. Schnauze Fury. Ja. So, da hat sie Schnauze. Da habe ich Leute kennengelernt, war so heiß. Da war ein Obdachloser mit der Gitarre, hat in der Südstadt Musik gemacht, gespielt. Den haben sie erschossen, weil es so heiß war. Der hat gesungen, wann wird es endlich wieder Sommer? Und trotzdem, wir haben keine Probleme mit der Hitze, denn wir haben zu Hause, wir haben ein kleines Swimmingpool im Garten. Da kann man ohne Bademutz drin baden. Denn das Wasser in dem kleinen Pool ist warm. Darum baden die auch jeden Tag so gern. Wir haben ein kleines Swimmingpool im Garten. Da geht sie ja zum Skieren drin baden. Denn alle Katzen haben es immer nicht warm. Darum baden die auch jeden Tag so gern. So langsam fühlt sich jeder hin bei uns im Jadewohl. Der keiner hätte so eine schöne kleine Swimmingpool. Und wer es nackig baden will, der kann das rügenst tun. Denn von der Straße, der Süße nichts versteht und der Masche zum. Seit gestern Abend sitzen sie ja die Hände auf der Bank und fressen uns so ja die Frikadellen aus der Hand. Jetzt fühlen die sich auch bei uns im Jahr der richtig schwul und manche entschwimmt dann vor Freude und wollen durch den Pool. Wir haben eine kleine Swimmingpool im Jahre. Da geht's ja der Detlefchen drin war. Denn alle Detlefs haben immer
so gern, darum baden die so gern, darum baden die auch jeden Tag so gern. So gern, so gern. Ich bin entschuldigt, dass ich über Schule spreche, aber hier müssen wir durch. Ich bin froh, dass ihr anerkannt wird. Ich komme mit mir auch selber gut zurecht. Ich habe mal einen Schwulen begleitet in Köln in dieser Hitze. Es war furchtbar. Das Wasser lief überall hin. Er sah aus wie ein Auslaufsmodell. Da geht der Schwule in der Kneipe und sagt zu dem Wirt, ich hätte hier eine kleine Kölsch. Sind der Wirt, Schwule kriegen nichts. Das hat mir wehgetan. Da geht in die nächste Kneipe, schon wieder hin. Er wird, dann ist er so heiß da. Es ist ja so heiß. Ich hätte hier eine kleine Kölsch. Sind der Wirt, du Schwulsohn, du kriegst nichts. Das hat mir so wehgetan. Er war in 5 Kneipen, überall ist er rausgeflogen, weil er schwul war. Das hat mir wehgetan. Da geht in die nächste Kneipe, sagt er von dem Weg, ich hätte eine Couch! Sagt er wieder, aber die dem im Ton, raus! Wisst ihr, es ist schön, wenn wir für die Jungen was tun dürfen, denn ich bin alt geworden. Und wie gesagt, ich habe keine Angst um alt werden. Sollte ich älter werden, dann lasse ich mal Essen auf Räder kommen. Von einem Formel-1-Fahrer. Dann ist das Essen noch schön warm. Wenn ich dann die Türe aufmache, da steht ein bisschen Schuhmacher vor mir. Da weiß ich, der geht der Idiot. Ja. Oh. Ein bisschen, sagen wir so ein bisschen, kann man das frisch machen, weil der Mischer hat viel gemacht. Ich möchte euch jetzt mal sagen, aus den Jahren, wo ihr ja nicht geboren wart, aus den 50er Jahren, 15 Jahre ist eine Zeit, da haben wir uns alles geteilt damals, weil wir hatten ja nichts. Ja, was hatten wir damals? Parkplätze. Aber kein Auto. Jetzt haben wir 2 Autos, aber kein Parkplatz. Es war eine schöne Zeit. Meine Mama und ich, mein Bruder und ich, wir haben in einem Schlafzimmer mit 4 Mann geschlafen. Ich vergesse die Zeit nicht. Leute, hört mal zu. Bitte hört einmal zu. Das ist eine Zeit, die soll man nicht vergessen, glauben wir. Mit 4 Mann im Schlafzimmer. Man hatte im Schlafzimmer so einen Schrank, wo Äpfel drauf lagen zum Reifen. Reifäpfel hieß das damals. Und mein Vater ist was Menschliches passiert, weißt du, der Plümmer hat schon angehoben, weißt du. Jo, ich bin ehrlich, ich hatte vorher Bohnensuppe gegessen, ne? Und bei diesem Knall fiel ein Apfel von dem Schrank bei meinem Bruder in der Hand, aber der konnte nicht steigen. Ich sag, Papa, futz mal auch in eine Runde damals. Ja. Wir kommen nicht an, ne? Ich erzähle dir gerne noch mal mit der Woche. Das war eine Zeit. Da haben wir immer Käsekuchen gemacht, da haben wir immer Käsekuchen gemacht. Wir hatten damals keine Handys, wo man klar stand, ja. Wir wollten alles mit Hand und Hand machen, ne? Da gab es damals Kirschenkuchen. Mein Bruder und ich, wir konnten nicht teilen, jeder wollte den Kuchen haben. Die Bruder wollte nicht, weil er hätte doch gespotet, das ist mir. Ich habe auch doch gespotet, sag ich nicht, das ist mir. Das kenne ich jetzt. Meine Mutter ja. Überleg mal, die Zeit soll man nie vergessen.
Ich sage immer, es gibt ein schönes Lied, das hat mein Partner damals mal geschrieben. Das Lied heißt Die Schilderjas. Wenn ihr jetzt zuhört, merkt ihr, wie die pur Kölsch auf der Bühne ist. Pur Kölsch. Als Kinder die Familie durch Schilderjas und auf der Rollschuh über der Hochstraße bis zum Dom. Was war das früher schön? Wir hören der Kölsche Töne. Als die 4 Butze singen täten, das war schön. Trotzdem fühlen wir uns wohl, denn wir haben ja noch den Dom. Wir fahren mit den Kindern in den Zoo. Und es sieht nicht nur der Ring, die da manche Sitze sind. Sie heute. Wir sind echte Kölschen und mit Trinkwasser gedöft. Wir lachen immer hin. Und wie die ja nicht mögen in Köln, ist es nicht nur Lot. Der Dom ist auch bald so gebaut. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir, die sprengen sie hin. Da kommt der Krieg. Alles war kaputt. Und eines Tages, wir kannten uns in Köln nicht mehr aus. Sie gaben Schilderjas, die fuhren mir nicht mehr. Und auf der Hochstraße sahen wir nach ganz anders aus. Nur der Dom, schon ganz allein wie eh und je. Über Nacht unter meinem Arm. Was man hatte, Brot gedeelt. Denn wir sind echte Kölsche, mit Trinkwasser gedöft. Wir lachen immer jeden, oh, wir werden ja nicht müde. In Köln ist es in der Lot, der Dom ist auch bald so gebaut. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir, sprengen sie hin. Setz dich noch ein bisschen in die Mikrofonie. Bitte schön, Hans Silber. Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Sie haben gesehen, ich war in Amerika, in USA. Ich komme immer wieder gerne zurück, wenn man das Alter hat, dass wir eine schöne Zeit hatten. Meine Eltern hatten zwar Schwierigkeiten, wenn der Mann so von der Haus kommt, dann müssen wir durch. Und da war was los bei uns zu Hause. Das möchte ich euch jetzt gerne erklären. Wenn wir uns die Düppe klingen, ist für uns der Döbel los. Muss die Mische mit Hölze springen, da kann er fuhren auf der Straße. Und der Wand vor Bilder hätte Art schon in der Hals.
wunderbaren Reim, dort die Heim und Glück allein, so ging alles aus dem Leib. Und der Wand vom Bilderrahmen hätte einer gehalst. Aus dem wunderbaren Reim, dort ist Heim und Glück allein. So ging alles auf. Das soll sein. Aus dem Leib. Lieber Helmut, ich glaube, mehr kann man am Abend in Köln nicht erleben, als diese Legende live auf der Bühne hier im Wohnzimmer, in der Sauna, was auch immer. Es ist sensationell. Ich glaube, das ist der einzige Mensch, der könnte mir den Einkaufszettel vorlesen und ich stehe trotzdem lache. Also das ist phänomenal und wir sind sehr stolz, dass er heute hier war. Der große, der grandiose Hans Süper! Und lieber Hans, ich weiß, du machst keine Tusch, aber du hast ein Lieblingswürstchen und das ist Kölner Alarm und der Pro von mir jetzt aus für dich. Auf Hans Süper, drehen wir von der Kalle! Hans Süper! Komm im Stapel aus! Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Hans Süper! Schön, dass ihr hier seid. Schön, aber für die Kinder jetzt gut dürfen. Das ist schön. Dankeschön. So, ich gehe an meine Rente, ne? Werden wir nicht weniger reich. Wir machen